Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts. Wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Ich, Ele Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das jüdische Kol, Ashnas Chaim ve Sholom, Ashnas Geulo und Aksiba vechsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt da rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt da rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Und alle Shnas Chaim ve Sholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvard Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch Meir David. Heint haben wir dem Covid und Vergnügen zu haben einen längeren Schmuss mit der Aktrice und Sängerin Eleanor Reissa. Eleanor ist sehr bekannt auf der jüdischen und amerikanischen Bühne wie eine Aktrice, eine Sängerin, wie euch eine Schreiberin und Regisseurke. Und wir wollen reden mit ihr wegen dem alles, aber wir wollen konzentrieren auf ihr neuestes Projekt. Das ist ein Podcast, was sie dient wie die Narratorische von dem Podcast, was ist wegen dem Chorben. Es heißt Those Who Were There, Voices from the Holocaust. Wir wollen hören ein paar Auszüge von dem Podcast, wie euch Auszüge von Lieder, was Eleanor hat gesungen, beschaß unser Radioprogramm. Ich hoffe, Sie werdet Hanno haben, sich bekennen oder weiter bekennen mit der talentierten Eleanor Reissa. Welcome to Those Who Were There, Voices from the Holocaust, a podcast drawn from Yale University's Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies. I'm Eleanor Reissa. This second season of Those Who Were There is produced in affiliation with the Museum of Jewish Heritage, a living memorial to the Holocaust. The Museum of Jewish Heritage began recording Holocaust testimonies in 1989. It was part of a cooperative effort with the Fortunoff Video Archive to document the experiences of Holocaust survivors and witnesses. In all, the Museum of Jewish Heritage gathered nearly 600 testimonies. Over the coming weeks, we'll be sharing stories from 10 individuals drawn from the audio portion of the museum's videotaped recordings. For example, you'll hear from Sally Frischberg. As a child, she survived for 2 years hiding in a Polish farmer's cramped attic. He took us to his little humble abode. Shalom Aleichem. In Amerika bin ich Eleanor Reissa, aber als wir wollen gehen zurück zu meiner Geburt, bin ich alterische Schlüsselberg.
Was lacht ihr? Ich lach, weil Jugendzeit habe ich nicht gewollt deklären mein Namen, mein Tates Namen, weil ich habe sich schrecklich, aber ich habe sich geschämt. Ich habe gewollt sein ein Amerikaner, ein Blondinke, was ich bin ich. Aber jetzt, in den Jahren, habe ich nicht mehr. Gut, ja, mit der Zeit wird alles besser. Ja. Gut, und koidem will mir betonen, dass wir seien dort zu reden wegen ein Projekt, was ihr seid, Tage, das Call von dem Projekt. Gibt uns den Namen und ein bisschen wegen dem. Those who were there, Voices from the Holocaust. It's produced by Yale University Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies. Und sie haben Videoen von, ich weiß nicht wie viele Menschen, die sind gewesen dabei. Oder sind gewesen Survivors, oder sind gewesen in der Armee, in gerettete Menschen, aber sind Testimonies von Menschen, die sind durchgelebt im Churben. Es ist ein sehr interessant und stark Projekt. Ich bin sehr stolz zu sein, ein Stückerle von dem. Ich will da sagen, Eide, du fragst mich, meine Eltern sind gewesen, mein Vater hat da durchgelebt, Auschwitz, die Mama ist gewesen in Usbekistan in den Chobenzeiten. Und die, die sind durchgelebt, haben alle gelitten. Sie sind nicht gewesen, Emerson, wo hat nicht gelitten, und ich meine gelitten mit großen Äußers. Und ich habe gemeint, als ich schon gehört, als so viel Meises und so viel wegen Leiden, als was, sind nicht du kein Meiser, was ich weiß nicht. Sind nicht du kein Leiden, wegen was ich weiß nicht. Und sind nicht du kein Bravery. Ich weiß nicht, wie man sagt das. Geburt, Heldigkeit. Heldigkeit von kleinen, normalen, menschlichen Menschen. In euch von Polacken, was haben geholfen, was haben geraten wird. In Deutschen, in verschiedenen Nicht-Jiden, was haben etwas getan für die, was leiden. In Polacken, in Deutschen, was haben nicht getan, euch. Aber dem Projekt mit den Menschen, was sie haben ausgeklebt für uns, zu hören, ihre Meises, ist der meint mich, als ich weiß nicht, all denk. Als sind du eine Sachen, was ich weiß nicht und was du zu wissen. Gut. Nu, wir wollen das damals spielen, ein Auszug von eurer Reden, aber Herr Kitzer, was ist eure Rolle mit dem? Was ist mein was? Was ist eure Rolle? Meine Rolle, ich bin die Ballabuste. Ich bin die Hello, ich bin Eleanor Reissa. Und wir wollen heute hören am Meise von Chaim Yankel, was sitzt du im Büro. Und Chaim Yankel ist geboren in 1492. Und ich bin nur die Host. Ich weiß nicht, wie man sagt, Host auch. Aber der Begleiter. Ja. Und ja, ihr geht über Informationen wegen dem, ein Reinführ, ein Rausführ. Yes, und Mittenführ. Und soll man wissen sein, dass die Chotsche Sache von den Menschen, was reden, sind von Europa. Und jeden meistens redet man meistens Englisch oder nur auf Englisch, like mein Verstand. Wir reden nur auf Englisch. Ja. My name is Helena Sternlicht, now Helen Rosenzweig Jonas. I lived in Krakow, Poland.
I have two sisters. I am the youngest one. I was considered the child in the family. And my parents' name was Lola and Shimon Sternlicht. And I had a happy home. I remember holidays and Friday nights with the candles and Kiddush. I have good memories. You're listening to Those Who Were There, Voices from the Holocaust, a podcast that draws on recorded interviews from Yale University's Fortunoff Video Archive for Holocaust testimonies. I'm Eleanor Reissa. Helen Jonas was 14 years old when the Nazis occupied Poland. Within 2 years, her family was forced into a crowded ghetto along with all of the Jews of Krakow. One day, Helen's father was taken from their apartment by Nazi soldiers. She never saw him again. It is now November 24th, 1992, and Helen is being interviewed by Joni Sue Blinderman at the Museum of Jewish Heritage office in Manhattan. Helen wears a dark brown jacket over a white turtleneck. A gold brooch adorns her lapel. Und es ist, man hat längere Interviewen und man hat das gut redagiert und verkürzt. Es ist, man kann das als reinschlingen, ein Interview in 30 Minuten oder weniger. Yes, I mean, sie haben a wunderbar website and thosewhowerethere.org. Und auf dem Website kann man hören das ganze Interview und sehen Bilder von den Menschen, die reden und von ihren Spraches. Und man kann alles, was man will wissen, kann man wissen. Aber dem Programm ist also eine halbe Schuh. Etwas also, weil Menschen haben nicht Kassetzfleisch heint. Mehr zu holen. Ja, das ist schon gelaufen, knapp 2 Jahre, mehr wie ein Jahr, und ihr seid in der zweiten Saison. Das ist ja schon klar. Gott sei Dank, thank you. Gott sei Dank, wir sind in der zweiten Saison. Du weißt, es ist ein bisschen eine schwere Sache zu hören. Mehr meistens von der Gruppen. I mean, man will hören mehr meistens von der Gruppen, hat gehört schon so viel meistens, aber zu hören meistens von Menschen, die so mal durchgelebt, ist nicht treurig. Es ist inspirational und es geht a Koyach. Und in die Zeiten, wo wir leben, ein bisschen Koyach schadet nicht. Und zu hören, wie Menschen haben gelitten, was tut sich mit uns jetzt ist nicht so schrecklich, wie es ist einmal gewesen. Ich habe gehört von einer Reinführer auf einen Podcast, ein bisschen wegen einer Tante Mama, das habe ich früher nicht gewusst. Von wann stammen sie? Die Mama hat gestammt von Bilgoraj in Polen. Der Tata hat gestammt von Szczyrów, Leben Krakow. Aber mein Tata ist gewesen 20 Jahre älter von der Mama. Ist geboren in 1901, stell sich vor. Ich kann das nicht glauben allein. Ich bin so jung und ist so alt. Wie ist das möglich? Also ich kenne seine Tochter von Emerson, was ist damals geboren. Aber in 1920 ist gegangen in Deutschland zu sein mit seinen Brüdern, die haben früher gefahren dort dahin zu machen, etwas ein bisschen ein Leben für sie. Und meine Tate ist die Menschen, die haben geblieben in Polen, seine Sprache,
wo es ist nicht gegangen in Deutschland, sind alle gestorben. So mal der Harget. So, es ist a viele, als ist gewesen in Auschwitz, Deutschland hat ihm geraten wird, mehr wie Polen. Hat durchgelebt, Deutschland, und seine Mischbuche hat nicht dadurch gelebt, Polen. Ist gewesen in Deutschland in Zeit von dem Mohammed. Yes, ist gewesen in Deutschland von 1920 bis ist in 1943 mit dem genommen kann Auschwitz. Hat gegangen auf the Death March und gekommen kann Amerika in 1950. Die Mama mit ihrem Mischbuche sind gewesen in Taschkent von 41 bis 45 und nachher sind sie gegangen nach Ulm in Deutschland in der DP-Lager bis 49 und dort hat sie getroffen Manhattan, wo sie ist gewesen eine Cousin und sie haben Durchhassene gehabt in Amerika. Sie ist gekommen in 49, in 50 und in 41 haben sie Hassene gehabt. Ihr hat übergegeben, als ihr hat gehabt halbe Geschwister von dem Tatensatz. Wollt ihr reden wegen sie? Was ihr wisst? Ich hab zwei halbe Brüder, eine von der Mama, eine von der Tate. Beide leben noch. Die Mama's Zayn, heißt Shamshin, wohnt in Kalifornien, in San Jose. Und mein Tates Zayn, Harry, hat ihm geschickt in 38 auf Kindertransport, kein England, und ist dort geblieben und lebt noch alt, soll ich sagen, gesinnt und stark. Ist 89 Jahre alt. Und hat gehabt, und ich hat gehabt eine Schwester, wo sie gewähnt, seeing zu gehen auf den Kindertransport. Und ich habe gar nicht gewusst von sie, bis, ich weiß, 5 Uhr, 6 Uhr zurück. Ich habe gar nicht gewusst. Keiner hat mir nicht erzählt. Mein Bruder Harry in England hat mir gesagt, es ist nicht gewesen, keiner zu fragen wegen dem, nur ihm. So es ist, ich bin gewesen letzten Jahr in Deutschland und ich habe gegangen nach Stuttgart und Ulm und Ludwigsburg und hat mir geholfen und ich habe gekickt und gefunden mehr wie ich was ich habe gemeint ist möglich zu gewinnen. So ich habe geschrieben ein Bücher, was heißt The Letters Project. Und wir suchen jetzt, ich habe einen Agent, Deborah Harrison Yisroel, und wir suchen jetzt Publisher. Ja. Wollt ihr sagen, was ist geschehen mit dir im Kurzen? Mit meiner Halbschwester? Ja. In Kurzen, sie und ihre Mama, was hat geheißt Hannah Rubin, hat sie transportiert raus von Stuttgart in 1942 und keiner von seinem Transport ist geblieben leben. Und was ich gefunden ist, von April 42 bis November 42 hat sie gehargert. Das wissen sie, weil hat jeder gehargert im November oder hat sie damit gehargert, sie ist gestorben nach April. Ja. You know, was kann man sagen von jenen Zeiten? Ich verstehe nicht, wie sie haben das durchgelebt. Aber was tut man? Man lebt dadurch. Man weint
und man geht auf morgen. Und etwas, was ich gelernt, was ich nicht gewusst, was mein Tat hat gesagt in einer Testimonie in Deutschland, was ich gefunden, ist hat gesagt, dass eine von den, I don't know how you say reasons, wegen, Sibes, eine von den Sibes, wie er durchgelebt Auschwitz, ist hat nicht gekickt zurück. Hat nur gekickt vorn. Hat gesagt, als die, was kicken zurück, können nicht gehen weiter. Und nicht bis nach der Milchumme hat gekonnt zurückkicken in sein, was hat verloren, heißt es allerdings. Wie haben sich, sind sie zusammengekommen, wie haben sie sich bekannt, einer mit dem Zweiten? Seinen Gewinn, Sie haben schon früher gekannt. seinen Gewinn zweite und dritte Cousins. Die Schlüsselbergs seinen Gewinn eine große Mischbuche und einer hat gehabt nur 8 Kinder, alle Boys, und der andere hat gehabt 8 Kinder, nur Töchter. Und von dem bin ich so ein Mischige. Genetics. Eleanor, ich habe euch gekannt von der Biene so lang, schon, ich klinge alt, schon 30 Jahre, dachte ich. Von wann? Ich meine, also ich habe euch gesehen auf der Biene mit Avi Hoffmann in die spätere 80er, und das ist schon 30 Jahre zurück, ja? Ja, heißt es, ist das gewesen in Lieder von Canadian? Ja. Ja, die Zeit fliegt, Mark. Was titzig, was ist schon... Ihr bleibt jung, ihr seid euch noch als wie ein Zehnerling. Ja, du darfst pitzende Brillen. Ist aber für unsere Eulen, die Neigekommene und die schon Altertschkes könnt ihr übergeben ein bisschen wegen ihrer Karriere von einmal in Heint. Ihr seid nicht nur eine Aktrice, aber erzählt. Ja, meine Karriere. Ich habe ungeheuben ich bin gewesen in Public School mein ganzes Leben in New York. Und in Brooklyn College, wo sie gewesen, man nicht bedarf bezahlen zu gehen, College damals. $53 a Semester, kannst du dir vorstellen, wie viel das hat gekostet. Ich habe ungeheuben damals, ich bin gewesen ein Math Major, aber das hat nicht lang gelebt. Und nachher, ich habe gesehen eine Pièce, was hat mir sehr verdrossen, eine politische Pièce von Fernando Arrabal und wegen der Spanish Revolution. Und es hat mir so verdrossen und ich habe gemeint, aha, das ist, was ich will tun. Ich will ricken Menschen. Ich will sie ricken. So, es hat ungeheuben Motazoi in ich habe gearbeitet damals ich habe gespielt off-Broadway. Heißt es, als man gut nicht bezahlt, hat gut nicht gehabt zu tun wegen Geld, für Geld, aber bin ich gewesen eine Waitress in the Catskill Hotels. So, in dort habe ich getroffen a waiter, was später gewesen a stage manager in the national tour of One Flew Over the Cuckoo's Nest. Und ich habe auditioned, ich habe gar nicht gewusst. Ich bin gewesen sehr jung und ich habe gar nicht gewusst wegen Pjäsen, wegen wegen wie soll zu sein, eine Aktrice. Aber ich habe gekriegt den Job. Und das ist gewesen ein Union Job mit Union Geld. Man kriegt Geld zu sein eine Aktrice
En so das gewesen als Sachjuren zurück und als euer Begründung gehoben. Und ich hab, als mod gefragt, kenn ich, hab ich gesagt, ich kenn. Ich viel als ich auch gar nicht gewiss, hab ich gesagt, ich kenn, zu Alding. Und einmal hab ich gekonnt, und einmal hab ich nicht gekonnt. Is een geween damals a newspaper, was hat geheißen Backstage, und dort is geween announcements, wie man kann kriegen Arbeit, Audition, du und dort und Jens. Und sie geween, ich habe gearbeitet in englischen Theater, aber ich wollte getan, was mir beit. You know, I mean, es ist nicht geween, Arbeit ist geween Arbeit. Und sie gewesen etwas in der Zeitung, als sie suchen für eine jüdische musikalische Pjese, was heißt Rivka le dem Rebens, was der Hauptrolle ist gewesen Mary Surianu, a Brenn von Rumänien, mit Reisel Bozic und Schifre Lehre, und ich habe probiert zu kriegen, die kleinste Rolle in der Pjese, und ich habe es gekriegt. Und es hat gespielt in Town Hall, was ist ein großer Saal, 1200 Menschen. Und es hat gespielt für 3 Monaten. Aber meine Rolle ist gewesen sehr klein. Und jede Nacht habe ich rausgegangen zum Balkon, zu sehen, wie Mary und Schifra und Reisel, wie die talentierte, starke Akteuren, also wie arbeiten sie, was tun sie? Und ich habe eine Sache gelernt von sie. Und der Tag, wo mir da oben bedarf gehen auf eine National Tour, ist Mary krank geworden. Und mit abgesucht der Tour, mit geklingen und gesagt, komm nicht zum Theater heim. Und ich habe gesagt, sei mir Michael, aber ich meine, dass ich kann es tun, ob du wisst. Meine ich, dass ich kann das tun. Und sie haben gesagt, okay, komm zum Theater, bring deine Sachen zu Fuhren. Und auf dem Weg nach Philadelphia, die ganze Truppe ist gewesen in einer Van. Und ich bin gechazet den Text mit mir und hat gespielt in Philadelphia in the Schubert Theater, nicht kein Kleinsaal, ein großer professioneller Saal, ich weiß nicht, 2000 Menschen. Und das ist gewesen mein Reingang in jüdischen Theater. Und das, die Rolle ist gewesen ganz auf Jiddisch, ja? In ganzen auf Jiddisch. Und ich darf das sagen, als die größte, zu sein in der gelernt, gesehen, als zu sein in der Hauptrolle, das ist der beste Ort in der Pjese. Ich bin gewesen jung, ich habe nicht gewusst genau, was das meint. Und das heißt, dass du gehst die schönste Kostümen und du hast die beste Lieder und deine Werte sind komisch und jeder kickt nur zu dir. Und ich habe eine Uhr gehabt von dem und es war schwer zurückzugehen. Aber und das war der Anfang. Und ich habe noch als gearbeitet in Englisch und ich habe geholfen registrieren. Und das ist gewesen, you know, meine Mama ist gewesen eine Kommandiant und ich bin ihre Tochter. Warte, kommandiert sie Kommandiant? Sorry, nicht kein Kommandiant. No, ein Kommandier. Ich bin auch ein Kommandiant. Sie ist nicht gewesen ein Kommandiant. Sie ist gewesen ein Kommandier. Balabatowit. That's correct. Sie hat Kommandowit, Balabatowit, sie gewesen eine stark, freu und nicht, so, ich kann Kommandowit. Von dem hast du es auch ausgelernt, zu Balabatowit. Kind of, ja. Und euch, so
ich habe gekriegt a Tony nomination, heißt es a nomination of Broadway, wenn wir haben gemacht a musikalische Pièce, was hat geheißen, those were the days. Mazel tov. Das ist eine wunderliche Pièce. Das ist in meinen frühen Jahren von sein sehr interessiert in Jiddisch, ist das eine sehr große Inspiration. Zu sehen junge Akteuren, was reden Jiddisch, meistens von daheim, oder alle von daheim. Meistens von daheim, sie gewähnen einer, Lori Wilner, was hat gitte Euren und so hat gehabt dem Jiddisch, aber jetzt ihr, und das ist gewähnen de beste von jiddische Artisten damals. Bruce Adler, Mina Byrne, Robert Abelson, Lori und ich. Ich habe gespielt in dem euch. Ja, ich denke, ihr seid aufgetreten in Boston, in John Hancock Theater. Wow. Gedenkt? Jetzt gedenke ich. Den Namen habe ich vergessen. Aber jetzt gedenke ich. So, das ist gewesen eine große, meine Karriere ist sehr interessant und ich hab nicht geklärt wegen des Wort Karriere, wenn ich bin gewesen jung. Jetzt zurückkicken dich, sehe ich, also ich habe gehabt eine Karriere. Und nur eine Kleinigkeit, ihr könnt sehr gut tanzen und sehr gut singen. Das darf man sehen. Wie kann ich das beschreiben auf der Radio? Aber ich kann mich spielen ein Lied. Ihr habt gerade etliche Albumen, ja? Etliche, ja. Und auf YouTube und Google sind du Sachen. Ich habe eine Website, aber sie nicht, sie ist alt. Der, was hat es gemacht, also geht Nebuch is gestorben 6 Jahre zurück. So the website is sehr alt. But Google, as the Google smach, as the Gismach a Google, kannst du sehen Sachen in euch auf YouTube. Eleanor Reissa, schreibt man Reissa, ja? Ja. Du weißt, ich habe es ich heiße Eleanor Reissa Schlüsselberg. Das also ist geschrieben auf mein Legal. Nicht legal, no birth certificate. Aber Reissa ist geschrieben R-I-S-A. Also wie ein mittelste Nomen. Und wenn ich nicht gewollt sein Schlüsselberg, und ich habe gemeint, dass Reissa ist ein mittelste Nomen, weil ich heranstippen ein paar mehr Oisius. So, von dem ist es, also ich habe gehofft, dass Menschen sollen meinen, als ich bin ein Italiener. Das ist gewesen meine größte Hoffnung für meine Karriere. Als wir so nicht wissen, als ich bin ein Schlüsselberg. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yidl Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Soll sein, als ich boi in der Luft meine Schlösser. Soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht da. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser. In Cholem der Himmel ist bleier von blau. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser. In Cholem der Himmel ist bleier von blau. So sein, als ich will kein Mut zum Ziel. Sag mal, spielen Italiener die Rolle von jedem dann verkehrt? Emmes.
Ich habe gehabt, dass de letzt in Ede dus Choleras gekommen, is mein Karriere gewesen, kein Monat besser, kein Monat mehr vernehmen mit so viel verschiedene fantastic Sachen. Gut, erzählt wegen die letzten Sachen. Letzte- Vater Magefa. Vater Magefa. Kein Kohl jetzt arbeite ich damals, ein bisschen jetzt auch mit Frank London, first of all. So zu singen mit Frank London von mir ist sehr, ich habe es so lieb, weil ist ein bisschen wild und ein bisschen verschiedene Modes Musik und Jiddisch. So man stellt Jiddisch da rein in Rastafarian music and in verschiedene, Indian and reggae and Zydeco. And so kein Kol dus habe ich eine große Hanue. In mir haben 2 Jahre zurück, haben wir gewähnt in Deutschland mit einem Programm von Kurt Weill, alle Kurt Weill Liedes. Und auch dem Jahr in 18, habe ich gekriegt einen Job on Broadway in Paula Vogel's Pièce, was heißt Indecent, wegen Sholomash's Pièce, was censored und vermacht, weil es hat Gatzetin mit Lesbetantges. So, das ist gewesen sehr wunderbar für mich zu sein. Ja, sehr gewöhnlich. Das hat gewonnen etliche Preisen. Yes, etliche Tonys. Und ich bin gewesen in Kalifornien euch dem Jahr zu spielen in South Coast Rep in a Wendy Wasserstein Pièce, was heißt The Sisters Rosenzweig. Und meine Rolle in dem ist gewesen, von mein Charakter hat geheißen Dr. Gorgeous. So, and das ist gewesen the Madeline Kahn Rolle, wenn man gespielt am Broadway. Und so es gewesen so fun, so ich gehabt das an. Und ein Jahr später habe ich gekriegt eine Rolle auf HBO in The Plot Against America. Das meiste, was Philip Roth hat geschrieben, Jahren lang. Was ist ein bisschen prescient, ich weiß nicht 100%, wie man sagt, prescient, aber so gewesen, so ein Buch geschrieben, 20 Jahre zurück, von etwas, was ist möglich jetzt, was wir sehen jetzt, heißt prescient. Then a Stickel Novi. Yeah. A Stickel, a prophet. Yeah. And so, and ich habe registriert und geschrieben mit Seth Rugavoy at Carnegie Hall an Abend, was ist gewesen ausverkauft, from Städtel to Stage von jüdischen Immigranten und man gehabt in der Artisten, wo sind gewesen, ist gewesen Evgeny Kissen und Katrina Lenk und Shahar, ich gedenke nicht seinen ersten Namen, ist so dicke Violinspieler, sei mir Meuchel, und andere wunderbare Akteuren und Musicians und so das ist gewesen und Ede hat sich vermacht von der Krankheit. Ich bin gewesen in Boston at the Huntington Theater doing in a neue Pièce, die Hauptrolle, We All Fall Down. Und das ist gewesen die letzte Pièce, was ich gespielt habe. Es hat sich vermacht, man es bedarf, it was scheduled zu vermachen, sich in mid Februar. And that's it and that's all. Ich habe gehabt, am Monat Zeit, aber gehabt eine Aktrice Arbeit in einer TV show auf ABC, was heißt
for life. Das wird sein, das ist gewesen der erste Audition, was ich gehabt und der erste Job. Aber mit Frank, wir haben gemacht ein Dachkonzert, weil man bedarf gehen zu Krakow and they canceled that. So wir haben gemacht ein Lebendig mit Masken. Und man kann es finden auf YouTube, ich meine. Und euch, Avi Hoffman, hat gehabt ein Festival, Jiddischkeit Initiative, und zusammen mit Frank, wir haben gemacht dann das ist gewesen online, ja. Öfter kann man das finden. Ja, sehr fein. Ihr hat gelebt eine lange Zeit in New York. Jetzt, was hat er getan, Vater Magefa? Evakuiert? Ich habe evakuiert. Ich habe evakuiert. Ich habe Jahren, wenn ich gehabt die Broadway Show, habe ich gehabt ein paar Shekel in Keschene, habe ich gekauft ein Heisale im Ganzen von Holz. Ein Holz und ein Heisale. Ein Schuh 15 North von New York, in New York State. Und es hat mich geraten. Ich habe mir keine Adresse in New York City, erste Mal in meinem Leben. Aber ich bin nicht weit und ich hoffe, alles wird sich ausarbeiten und das Leben wird zurückgehen. Ich weiß, dass es gar nicht geht zurück, aber es wird gehen fortend in etwas besser, wie es ist du jetzt für alle. Wollen wir hoffen. Ja. Zurück zu euer Podcast. Yes. Was ist gewesen speziell für euch? Ist gewesen eine gewisse Episode oder die Erzählung, was hat euch speziell stark imponiert? So das ist, also wie das gesagt, die zweite Saison. Und wir haben rekordiert, ich meine 3 oder 4 schon von dem Saison. Und es ist eine, ich gedenke nicht die Namen, kaum gedenke ich meinen Namen, was zusammen mit 12 anderen Sprachen a Polak hat seinen Gewaltgetten in Wald in a Schuchente, was a Goy Polak, was haben sie gekannt, hat sie behalten in sein Attic. Beidem. Und nur zu liegen in a Schüssel für Toilette, in ein bisschen Essen, und so haben nicht gekonnt reden, einen ganzen Tag, und so haben sie gelebt für 2 Jahre oder 3 Jahre, ich gedenke nicht. Und wenn die Zeit ist gekommen, sie sollen rausgehen von den Beiden, sie haben nicht gekonnt machen mit den Fies, sie haben nicht gekonnt, sie haben mitgemacht einmal, und sie haben nicht gekonnt reden. Und hat sie getrogen, runter von den Beiden, in einen reinen Wald, und dort haben sie sich geraten wird, einmal hat sie dort geraten wird, aber ein paar haben gestorben von Hunger. Es schadet nicht zu hören, wie, und das Freu ist zurück. Das Freu, ob sie wird nicht erzählt, das meiste, was du gar nicht gewusst, als sie hat also gelitten, als sie kommt von armen Menschen und hat das durchgelebt. Es ist ein wunderbares Programm. Und, entschuldigt, Mark, I'm sorry. Ich bin so zufrieden zusammen mit dir, Heint, really, und zu reden wegen dem. Und ich will reingehen in Schools. Ich will das Programm soll reingehen und ich will euch reingehen, weil ich gekannt die Menschen.
ich gesessen mit sie und geredet mit sie, nicht die Menschen von the podcast, aber Grüne und sie sind nicht du. Aber ich bin noch als du und ich will sich nützen in einem Weg zu weisen, Flesh and Blood, was ist möglich und was ist gewähnt möglich und was ein Land, ein zivilisiertes Land, ein Land von zivilisierten Menschen, haben das gekonnt machen und wie das ist möglich und man darf sein vorsichtig. It is now January 10th, 1991, and Sally is sitting in a makeshift studio with interviewer Yashael Perry at the Museum of Jewish Heritage's office in Midtown Manhattan. Sally is here to share the story of how she and her family survived the war. She's dressed in a burgundy turtleneck with a simple brooch fastened to her collar. Her expressive round face is set off by her short salt and pepper hair. I was born in Ujajowice, Poland on April 16, 1934. My father always assured me that it was absolutely the most beautiful day ever, ever, ever. And when I became a mother for the first time, I understood what he meant. I was the only Jewish child of my age in town, so all my playmates were Catholic children. My father, I remember, always marveled at the fact that I knew to whom to speak Yiddish and to whom to speak Polish. My father was one of my great admirers, so he always marveled at everything I did. I do remember when the war broke out, because within days after it broke out, the Germans invaded our town too, and that day I remember very, very well. Ich habe gefunden den Namen von der Frau, sie heißt Sally Frischberg. Und sie ist a High School Teacher. Sie ist, ich meine, sie ist von die Gezählte, was leben noch als, mein Verstand, lebt sie noch? Ich hoffe, sie lebt noch alt. Ich hoffe, sie lebt und lass mal hoffen, sie lebt. Aber sie lebt nicht ihr Werte leben. Ja. Das ist die Sache, die Werte von den Menschen können leben. Ja. Und man hat sie nicht gefragt, das Sache, wenn sie sind du gewähnt auf dem Sachen, sie sagen, sie haben behalten sehr Geschichte und sie geben das über selten. Und wie schwer das ist gewesen. Ja, so haben wir opportunity. Eine Gelegenheit zu treffen, die Menschen, was wir können treffen. Das ist ein Nest. Das ist ein bisschen ein Nest. Und zurück zu euren Eltern. Ihr habt euch erzählt, die traurige Meister, sie haben sehr selten geredet wegen ihrer Überlebungen, ja? Ja, sehr selten. Mein Vater, öfter hat mir gesagt 3 Sachen von seinen Zeiten, Auschwitz. Und ich weiß noch, es hat gehingert und hat gelitten. Aber jetzt weiß ich eine Sache. Ich bin gewesen in Deutschland und ich habe gefunden Sachen. Ja, so jetzt weiß ich Sachen. Gut. Ich meine, ob ihr wollt, könnt ihr geben noch etwas, was ihr wollt, Menschen sollen wissen wegen sich, öfter eure Social Media oder Webseite? Well, my website is eleanorreissa.com and man kann mir schreiben, the website is teugnisch mit Neues. Aber the contact, man kann schreiben and meine Sachen jetzt, meine Karriere sind nicht keine Sache zu erzählen, ein paar Konzerten auf Zoom here and there, ein paar Filmen auf Konzertfilmen, was man macht, aber ich hoffe,
die was hören dem Programm, geh auf YouTube, en efter oi berot an lernen sich euch Jiddisch, das was hast du zu tun? So haben gar nicht zu tun jetzt. Lernen sich euch ein bisschen Jiddisch, was schade ist. Das der meint mir, wenn ihr seid gewesen, jung, ihr seid noch alt jung, laut meiner Meinung, aber wenn ihr seid gewesen jung zwischen Reisel Bojek und die alle anderen, und ihr habt geredet als saftigen heimischen Jiddisch, was ist das gewesen für sie oder für dir? Für euch? Kein Kohl, mein Jiddisch hat sich verbessert in den 40 Jahren, wo ich lebe nach der Pjese von sie. Aber ihr redet Jiddisch von daheim, Ich rede Jiddisch von daheim, aber ich auf Emmes rede ich Jiddisch von daheim und nicht von daheim. Und zu arbeiten in jiddischen Theater, so haben auf mir gelacht, wie ich geredet Jiddisch. Man hat mich geriefen, die Kleine, und man hat gelacht für mich, weil ich geredet a heimische, galizianische, Heimfleisch, Babeseide, Jiddisch. Aber es ist verloren jetzt. Schade. Jetzt ist das die Mode. Man darf es zurückbringen. Ich habe lieb alle Dialekten. Ich euch. Aber, Theater hält sich auf ein bisschen a Standard. Nicht so viel jetzt. Also du bist gerecht. Everything goes. Gut, ist, ja. Und nun darf man gefunden, euer Podcast. Ihr seid das Call von Those Who Were There, Voices from the Holocaust. Und man kann das gefunden auf Apple Podcasts und dachte sich, wo noch man gefunden, alle Podcasts. Ja. Immer Tim, als du schreibst das in Suchkasten. In Suchkasten. Sure, Suchkasten, aber der Suchkasten. Gut zu reden mit euch auf Mama Loschen und euch zu sehen und hören. Einen schönen Dank, Eleanor. Vergnügen von mir, Mark. Ich bin sehr grateful, dass du bist verinteressiert und redest. Und ein Dank zu dir und zu deinen Eulen, was hoch zieht. Soll sein. Und mit dem kommen wir gemacht zu Asaf von unserer heutigen Audition. Ich will bedanken unser Gast, Eleanor Reissa. Und es gewinnt ein Vergnügen zu reden wegen ihr nächsten Projekt, sein die Narratorsche von dem wichtigen neuen Podcast Those Who Were There, Voices from the Holocaust. Und sollt ihr suchen das, wo nur gefindt eure Podcasten. Mit Stimme, wo ihr gefindt euer Jiddisch Voice Podcast, was ihr hört mit Stimme jetzt. Und zum Endigen wollen wir hören, und zum Endigen Lometag hören Eleanor Reissa in ihr Ausführung von etlichen jiddischen Lieder. Ihr geht hören Soll sein, Yidl Mitn Fidl und der neue Sher. Hatanoa und ein Dank für den Herrn. A gute Nacht. Sonnigen Weg. Mir geht nicht in dem, mir soll oben der Gang gehen. Mir geht noch in Gang auf der sonnigen Weg. Ja, bye bye, ja, bye bye, ja, bye bye, bye bye, ja, bye bye, ja, bye bye, ja, bye bye, bye. Mir geht
spiel das neue Lieder. Tanzen wird mit dem neuen Sher. Heche, heche, bis die Stelje springt die Seide Elje. Es fühlt sich Leben im noch mehr. Nu seht, wie jeder freut sich und wie man dreht sich und mit topet mit die Fies. Das Herz zergeht, nur tanzen beit sich, weil wenn man tanzt, wird dann das Leben so süß. Freilich seine sind von mir alle, treurig sein, das wird man schon nicht mehr. Weil besetzen wird man bald die Kalle, in Tanzen wird man Gott im neuen Scher. Teugen alle Deiges, alle Sorgen, auf dem Herzen, wenn es ist dir schwer. Beste Brüder hoffen, als bis morgen werden alle in einem Tanzen im neuen Scher. Hey du Klasman am dem Fidl spiel, das neue Liedl tanzen wird mit dem neuen Scher. In der Karre und man dreht sich und das Herz, der freut sich nur, wenn man tanzt im neuen Scher. Nur seht, wie jeder freut sich und wie man dreht sich und man topet mit dem Fies. Das Herz zergeht, nur tanzen beit sich, weil wenn man tanzt, wird dann das Leben so süß, so süß, so süß, ui, wie süß. Über Felder Wegen, oi verwogen, hey, mit Sinnen, Wind und Regen, fuhren Klezmer zwei. Achidisch, oi Achidisch, such wer sind in See. Yidl, Mitn, Fidl, alle Mitn, Bass, das Leben ist a Liedl, der Wusche seinen Kass. Hey, Yidl, Fidl, Schmiedl, das Leben ist a Spaß. Oh, Yidl, Mitn, Fidl, alle Mitn, Bass, das Leben ist a Liedl, der Wusche seinen Kass. Hey, Yidl, Fidl, Schmiedl, das Leben ist a Spaß. A Zieg steht auf der Lonke und mecket treurig, meh. Hey, du Zieg, du Scheute, treurig sein ist fett. Schockelt dus Bärdl, oi, Tacke, Tacke, fett. Oi, Yidl, Mitn, Fidl, ja, Mitn, Bass, das Leben ist a Liedl, der Wusche seinen Kass. Hey, Yidl, Fidl, Schmiedl, das Leben ist a Spaß. A Vogel fliegt, gut Morgen, a gut Jahr. Die Treue und die Sorgen zu all de schwarze Jahr. Dem Winter lachen Punem und Yidl, Yidl vor. Yidl, Mitn, Fidl, ja, Mitn, Bass, das Leben ist a Liedl, der Wusche seinen Kass. Hey, Yidl, Fidl, Schmiedl, das Leben ist a Spaß.